unsere eigenen Vorsätze probieren. Jahr muss es anders werden. Und dann hast du festgestellt, Mitte Januar ist schon wieder alles fertig gewesen. Und das schaffen wir nur mit der Hilfe vom Heiligen Geist. Er ist ja da als unser Helfer. Er will dir helfen. Und das schaffen wir auch dann nur, wenn wir ganz nah sind bei Gott. Ganz nah sind bei ihm, Gemeinschaft haben mit ihm und so mit ihm zusammen sein. Gemeinschaft haben mit ihm. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Was denkt ihr, vielleicht die Kinder, aber auch die Erwachsenen, was denkt ihr, wie können wir Gemeinschaft haben mit Gott? Es klingt so, also schon eine Gemeinschaft haben mit Gott, aber wie kann man jetzt wirklich Gemeinschaft haben mit ihm? Ich meine, er ist unsichtbar. Wie kann man Gemeinschaft haben mit ihm? Hat jemand eine Idee? Jasmin? Nein, ich kann nicht. Keine Idee. Niemand Idee? Wie können wir Gemeinschaft haben mit Gott in unserem Alltag? Benni? Beten. Beten heisst ja reden mit Gott. Und wenn wir reden mit ihm, reden ist ein wichtiger Teil von Gemeinschaft. Austauschen, lang teilhaben an dem, was ihn bewegt. Ja? Bibel lesen. Bibel lesen, genau. Wenn man weit auseinander lebt zum Beispiel, dann schreibt man einen Brief an, lässt einander teilhaben, nimmt so Anteile am anderen, hat ein Stück Gemeinschaft so, Bibel lesen. Das ist ja der Liebesbrief Gottes an uns. Dicker Liebesbrief. Habt ihr sonst noch Ideen? Ja, Noldi? Entscheidungen gemeinsam fällen, Gott mit einbeziehen in die Alltags. Also bewusst im Alltag mit Gott leben. Genau. Ist das so ein Beitrag gewesen? Ich habe es nicht ganz verstanden. Was hast du gesagt, Noah? Falsche Sachen machen, Schmarren, aha. Ja, gut. Lobpreis ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. In der Bibel steht ja, Gott wohnt im Lobpreis von seinem Volk. Da ist er gegenwärtig. Da können wir Gemeinschaft haben mit ihm. Jasmin hat noch eine Idee. Predigen. Predigen. Ja, da sollte in der Vorbereitung auch Gemeinschaft haben mit Gott. Dass ich nicht einfach meine eigenen Gedanken bringe. Alles zusammen könnte man so zusammenfassen, dass wir bei Gott sind. Dass wir bei ihm sind, in seiner Nähe sind. Wohnen bei Gott. Wohnen bei ihm. Das heisst, in unserem Alltag immer wieder bewusst sein, er ist da, ich wohne bei ihm. Ich bin bei ihm. Und es gibt einen Bibelvers, wo das auch so sagt, dass wir bei Gott wohnen können. Weiss jemand, wo das steht? Auch meine Familie weiss es natürlich. Wisst ihr nicht, wo das steht? Bei Gott wohnen. Wo? Ja, dort steht so, ja, das stimmt, aber ich meine nicht hier steht. Dort steht, dass Gott zu uns kommt und Wohnung nimmt in uns. Benni, kannst du die Höhe ein bisschen runternehmen? Jasmin? Psalm. Im Psalm. Er hat 150 Psalmen. In welchem? In welchem Psalm steht es? Nein, ja. Psalm 91, genau. Jetzt wisst ihr auch, warum wir die Geschichte gehört haben vorher vom Schirm. Wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, wer im Schatten des Allmächtigen ruht, der darf sprechen zum Herrn, meine Zuflucht, meine Feste, mein Gott. Unter dem Schirm Gottes wohnen. Also ich weiss jetzt halt schon, wo das Knöpfchen ist, wenn es eins hat, ja. Nein, da muss ich noch ganz konventionell auftun. Ich weiss schon, wie man das macht. Das ist ein Schirm. Das ist der Manuel leider, aber es ist ein schöner. Jetzt brauche ich eigentlich einen Freiwilligen.
Kommst du vor? Kannst du mir den Schirm so haben? Und hier haben wir jetzt gehört, Psalm 91 wäre umgekehrt. Wer unter dem Schirm vom Höchsten wohnt, wer im Schatten vom Allmächtigen ruht, also bei ihm wohnen. Dass ich ganz nah bei Beate bin. Ja, ich bin nicht Beate. Bei Bernadette bin, Entschuldigung. Dass ich ganz nah bei ihr bin. Es steht sogar im Schatten von ihr bin. Also damit ich im Schatten bin von jemandem, muss ich eigentlich ganz nah sein. Gut, jetzt scheint die Sonne nicht. Sowieso ein bisschen unter dem Schirm. Aber wenn ich unter dem Schatten, der von jemandem sein will, heisst es, ich muss ganz nah bei ihr sein. Stimmt's? Sonst trifft mich der Schatten nicht. Und Gott sagt, er will, dass wir unter seinem Schatten sind, unter seinem Schirm, unter seinem Schatten. Dass wir also ganz nah bei ihm sind. Gott will, dass du ganz nah bei ihm bist, auch in diesem kommenden Jahr. Dass du ganz nah bei ihm bist. Und warte noch schnell einen Moment. Und im 1b steht, wer im Schatten des Allmächtigen ruht. Das ist so schön, oder? Ruht. Also du darfst bei Gott sein, in seiner Nähe, in seinem Schatten, ganz nah bei ihm und du darfst einfach ruhen. Du musst nichts machen, musst nichts leisten, musst keine Bemühungen und Anstrengungen machen, für Gott zu gefallen, sondern du kannst einfach da sein und ruhen und weisst, es ist gut so. Ganz entspannt, ganz locker, ganz einfach. Und ein weiterer Punkt ist, wenn wir so unter dem Schirm Gottes sind, unter seinem Schutz sind, dann sind wir geschützt. Dann bin ich geschützt. Also da aussen kann es hageln, schneien, regnen, die Sonne kann abstechen. Wenn ich da bin, ich bin geschützt. Das trifft mich nicht. Was meinst du? Ja. Ja. Oder wie dick das der Schirm ist. Dann sind wir geschützt. Wenn wir unter dem Schutz Gottes sind, dann sind wir geschützt. Schön, oder? Super. So können wir in das Jahr 2006 hineingehen. Das ist doch super, herrlich, wunderbar, oder? Da bleiben wir doch unter dem Schirm. Den Zustand wollen wir doch nicht aufgeben, oder? Wir doch bleiben ganz nah unter dem Schutz, im Schatten Gottes. Jetzt gibt es aber manchmal Situationen in unserem Leben, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, in unserem Alltag, wo wir weggehen von diesem Schirm. Der Schirm ist zwar schon da, aber ich bin nicht drunter. Wo wir weglaufen, unter dem Schirm weg. Weißt du noch? Ja, ja. Gut. Wo wir weglaufen, unter dem Schutz Gottes. Und zwar, wenn wir Sachen machen, die Gott nicht gefallen. Und es gibt manchmal Situationen, es gibt Erwachsene, die manchmal Sachen machen, die Gott nicht gefallen. Habt ihr das auch schon gemerkt? Es gibt manchmal auch Teenager, die Sachen machen, die Gott nicht gefallen. Und es gibt manchmal sogar auch Kinder, Grossmütter. Grossmütter gibt es auch, scheint es. Aber auch Kinder gibt es, die Sachen machen, die Gott nicht gefallen. Stimmt's, Lukas? Sachen, die Gott nicht gefallen. Und das Schlimme ist dabei, dass wir, wenn wir Sachen machen, die Gott nicht gefallen, dass wir unter dem Schirm weglaufen. Und dann denkt man, ja, ist ja gleich, passiert ja nichts. Ist ja gar nichts passiert. Ich bin zwar nicht mehr da, aber passiert ja nichts. Dass wir weggehen vom Schutz Gottes, dann sind wir nicht mehr geschützt. Dann sind wir vielleicht in gewissen Bereichen von unserem Leben, haben wir den Schutz Gottes nicht mehr auf unserem Leben. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ja, ich nehme jetzt den Schirm weg. Nein, der Schirm ist da, der Schirm bleibt da. Aber ich gehe weg, fort vom Schutz Gottes. Ich habe mich rausbegeben. Nicht Gott hat den Schirm weggezogen, sondern ich bin weg, fort von diesem Schirm. Wenn ich Sachen mache, wenn wir Sachen machen, die Gott nicht gefallen, dann sind wir weg vom Schutz Gottes. Hat jemand eine Idee, was könnten so Sachen sein, die Gott nicht gefallen, die wir machen in unserem Leben? Ja. Streiten ist zum Beispiel so etwas. Schmarren, wie es der Noah gesagt hat. Schmarren machen. Es gibt vielleicht Schmarren, die es noch gut mal leiden, aber es gibt vielleicht auch Schmarren, wo wir schon wieder ein bisschen weg sind, unter dem Schutz Gottes weg rausbegeben. Habt ihr sonst noch Ideen? Lügen? Ja. Die 10 Gebote einfach. 10 Gebote, wenn wir die halten, dann sind wir
drin. Und Drin, was ist das? Ja. Stehlen. Selber machen, selber mischen, selber helfen, selber Recht wollen schaffen. Schauen, dass ich zu meinem Recht, das ich meine zu haben, komme. Weiter. Unversöhnlichkeit, genau, ja. Dann bin ich da und sage, ich kann einfach nicht. Wüst reden, fluchen. Habt ihr noch etwas gesehen? Auch wenn man einen Unfall macht. Wenn man einen Unfall macht. Vielleicht auch, wenn man spezielle Internetseiten anschaut oder Heftchen anschaut oder Filme sich reinzieht, wo man weiss, die sind nicht gut, wo ich bewusst diesen Schritt neben raus mache und in dem Moment vielleicht gar nicht mehr nach sein bei Gott, weil ich weiss, es gefällt ihm nicht. Das sind alles so Sachen. Vielleicht machen wir die auch streiten oder ungehorsam sein oder ausrufen, motzen, hinterdurchreden, lügen. Vielleicht, weil ich wütig bin, weil ich zornig bin. Vielleicht, weil ich mich ungerecht behandelt fühle. Dann sage ich so, jetzt muss ich mal auf den Tisch hauen, jetzt muss ich mal mir selber Recht schaffen und gehe weg unter dem Schutz, unter dem Schirm Gottes, ob schon Gott mir ja Recht schaffen will. Er will mir ja Recht schaffen. Oder vielleicht, weil ich Sachen will, die nicht innerhalb von der Reichweite sind von diesem Schirm. Und ich sage, ich will das aber. Und damit ich es bekommen kann, muss ich halt raus. Vielleicht ein bisschen beschissen, ein bisschen mogeln, vielleicht hintendurch reden. Es gibt einen Haufen Sachen. Einfach, wenn wir Sachen machen, die Gott nicht gefallen, wenn wir sündigen, bewusst sündigen, Sachen machen, die ihm nicht gefallen, das Wissen und es trotzdem machen. So begeben wir uns raus, fort von diesem Schutz, fort von diesem Schirm und sind in gewissen Bereichen von unserem Leben nicht mehr geschützt. Haben den Schutz Gottes nicht mehr. Dann kann ich, wenn ich draussen bin, dann kann mich das Unwetter treffen. Der Schnee, der Regen, der Hagel. Dann kann mich die Sonne stechen. Dann kann es mich treffen. Und das ist gefährlich. Das ist ein gefährlicher Zustand. Wenn das also bewusst wird, wenn es uns bewusst wird, dass wir solche Sachen gemacht haben, dass wir vielleicht gemotzt haben, ungehorsam waren, gelogen haben, gestohlen haben oder was auch immer. Wenn wir wissen, ich habe Sachen gemacht, die Gott nicht gefallen, ich bin jetzt hier neben uns, das machen wir so schnell wie möglich unter den Schirm gehen. So nach wie möglich zu Gott gehen. So schnell wie möglich. Nicht warten. Da steht der darf sprechen zum Herrn. Wenn du draussen bist und wieder zurückgehst, kannst du nicht zu Gott sagen, du bist meine Zuflucht. Du bist meine Zuflucht. Aber interessant ist, steht da, der darf sprechen zum Herrn. Der darf sprechen zum Herrn. Also der nach ist bei ihm, ganz nach in seinem Schatten ist, unter seinem Schirm, der darf sprechen zu Gott. Meine Zuflucht. Eine Zuflucht ist doch ein Ort vom Schutz, von Sicherheit, von Geborgenheit, wo ich herflüchten kann, wenn ich nicht mehr weiter weiss. Das ist eine Zuflucht. Oder meine Feste, das ist etwas Festes, ein Fundament, das stabil ist, das nicht wackelt, das hat, das mich trägt, das sicher ist, wo ich geborgen bin. Der darf reden zu Gott. Also der da draussen steht, der sagt vielleicht auch, Gott, du bist meine Zuflucht, du bist meine Zuversicht, du bist meine Feste. Aber steht dort, der ganz nah bei Gott ist, der darf das sagen. Dass es dann auch stimmt, dass es dann auch wahr ist. Danke. Bitte. Jetzt bist du einmal unter dem Schirm gewesen, so lange. Oh. Also wenn wir das merken, so schnell wie möglich zurückgehen zu Gott. Nicht warten. Wir Menschen, vor allem wir Erwachsene, wir denken dann meistens, ja, jetzt bin ich so daneben gewesen. Jetzt habe ich so schlimm gehandelt. Das war so fies und gemein von mir jetzt. Jetzt muss ich zuerst ein bisschen abbüssen, mit schlechten Gefühlen. Jetzt kann ich nicht umkehren und mich wieder freuen. Jetzt muss ich zuerst ein bisschen abbüssen mit schlechten Gefühlen, mit einem schlechten Gewissen. Und nachher, wenn es mir dann wieder besser geht, dann kann ich dann wieder zu Gott gehen. Wir denken doch manchmal so.
jetzt kann ich nicht. Jetzt muss ich zuerst noch ein bisschen schauen, dass ich es wieder auf die Reihe bringe. Es war so fies von mir, es war so böse und gemein von mir. Wenn ein solches Denken da ist, dann schließt die Gnade total aus. Das ist ohne Gnade. Und Gott ist ein gnädiger Gott. Und es ist die Selbsterlösung. Du musst nicht mehr abbüssen, sondern Jesus war am Kreuz für uns und ist dort für unsere Sünde gestorben und hat die Strafe für unsere Sünde getragen. Du musst nichts mehr machen. Also ganz so schnell wie möglich zurück zu ihm, in die Gemeinschaft zu ihm, so nach wie möglich zu Gott. Er will dir vergeben, er will dich reinigen von unserem Danebensein, wenn wir raus sind, weg sind von diesem Schirm, von diesem Schutz. Er will uns reinigen und die Gemeinschaft wiederherstellen, dass wir wieder unter diesem Schutz sind. Im Vers 14, im Psalm 91, so ist es. Dort sagt Gott sagt das von dem, der mit ihm lebt, der so nach bei ihm ist. Sagt er, weil er an mir hängt. Weil er an mir hängt. Hängst du an Gott? Hängst du ihm? Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Das tönt doch so schön, kannst dich dran hängen. Du musst nicht einmal mehr selber laufen, hängst einfach dran. Und jetzt laufst du mit. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Häng dir ihn, bewusst, als guter Vorsatz für 2006, ich hänge mich jetzt dir an, Gott. Ich gehe jetzt mit dir in das neue Jahr. Mach ihn zu deiner Zuflucht, mach ihn zu deiner Zuversicht. Wollt ihr das? Wollen wir das? Gott zu unserer Zuflucht, zu unserer Zuversicht. Ich könnte Psalm 91 vielleicht daheim noch mal studieren. Da ist so viel Schönes drin. Vorausgesetzt, wir sind wirklich ganz nah bei ihm, in seinem Schatten. Und dann im Vers 9, denn deine Zuversicht ist der Herr. Jetzt hört, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Hast du den Höchsten zu deiner Zuflucht gemacht? Dass du weißt, in allem, was in diesem neuen Jahr auf dich zukommt, Herr, du bist meine Zuflucht. Nicht meine Versicherung. Nicht meine Krankenkasse und Zusatzversicherungen und die AHV und zweite, dritte und weiss nicht, welche Säulen es noch gibt. Nicht dein dicke Bankkonto, sofern vorhanden, sondern dass du sagst, Gott, ich mache dich zu meiner Zuflucht. Ich mache dich zu meiner Zuflucht. Und dann steht weiter im Vers 10, darum, denn deine Zuversicht ist der Herr, den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Hört, darum wird dir kein Unheil begegnen, keine Plage zu deinem Zelte sich nahen. Ist das nicht super? Ich finde das super. Und damit wir diesen guten Vorsatz, wenn ihr den wollt, nehmen, in das kommende Jahr hinein, ja, kannst du es holen. Tut meine Kinder euch noch etwas verteilen. Als Erinnerung an diesen Schirm, als Erinnerung, dass ihr ganz nach bei diesem Schirm sein wollt, wenn ihr das wollt, unter diesem Schutz, dürfen alle eins haben. Solange es hat, könnt ihr sogar noch die Farbe wählen. Tut es einfach am Ort her daheim, wo ihr es immer seht. Tut noch auf, ja, im Bewusstsein, ich bin drunter, unter diesem Schirm. Und falls es doch mal vorkommt, dass ich mich davon wegbegebe, kann ich so schnell wie möglich wieder drunter. Ich will nicht selber abbüssen, ich will mich nicht selber retten, sondern ich gehe so schnell wie möglich zurück unter den Schutz, unter den Schirm Gottes. Herr, ich möchte dir danken, dass du uns mit deiner Sprache, mit deinen Bildern, die du brauchst, in deinem Wort so entgegengekommen bist, dass wir so verstehen können, dass wir uns das bildlich auch vorstellen können und dass wir uns so in diese Richtung hineinbegeben können. Ich möchte dir danken für diesen Psalm mit all diesen wunderbaren Zusagen und Verheißungen, die du uns gegeben hast. Psalm 91. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich jetzt in diesem
kommenden Jahr, am Anfang von diesem Jahr und ins Jahr rein, dass wir das mitnehmen können, dass wir uns wirklich entscheiden, unter deinem Schirm zu wohnen. Nicht nur gelegentlich vorbeizuschauen, nicht nur am Wochenende, nicht nur, wenn wir etwas brauchen, sondern dass wir wirklich da wohnen, in deiner Gegenwart, in deinem Schatten, in deiner Nähe. Heiliger Geist, du uns immer wieder daran erinnern, wenn wir das Schirm sehen, dass wir daran erinnert werden, dass wir ganz nah zu dir kommen. Amen.